Jo, und damit würde man sagen, willkommen zurück hier zum Live-Let's Play von Pokémon, die gelbe Edition. Ich glaube, ich muss bereits online sein, weil der Chat noch komplett leer ist. Ah, der Robert ist schon mal da. Und nicht ziemlich einsam, der Robert, unsere gute alte Zelda-Mumie. Jo, würde man sagen, Pika-mäßig geht's natürlich los. Und Domi, ja, unser Hashtag Domi4Boss natürlich auch, wie gewohnt, an Ort und Stelle. So, heute bereits angekündigt, habe ich einiges vor, und zwar das große Story-Finale. Naja, Story war ein bisschen übertrieben, weil Story hatten wir bereits mit Team Rocket, die sind bereits down. Und Pikachu freut sich schon, yeah! Jo, aktuell sieht unser Team ja wie folgt aus, mit Pikachu, Kai, Benny, Xion, Domi und Robert. Und ich würde sogar behaupten, ich lasse das Team momentan so. Das heißt, sowohl für unseren Arena-Kampf jetzt gleich, Ort Nummer 8, und nachher natürlich auch noch für die Top 4. Hi Tobi, willkommen im Chat und im Livestream und allem möglichen. Ja, würde man sagen, ich lasse das Team momentan wie es ist. Ich meine, wir hätten theoretisch natürlich noch Team, der ähnlich stark ist, aber ich habe mir da so etwas überlegt. Oh, Mist, das war nicht gerade Überlegung. Nee, es geht immer darum, wenn man mal so sieht, unser Team war, was wir bis jetzt so gezockt haben. Mein klar, Pikachu ist kein Raichu und so weiter. Aber trotzdem, Team her, was wir so haben wir ein Team, was weder die Arenaleiter besitzen, noch die Top 4. Keins davon. Und Team ist halt ein Simsala, und Simsala, die, ja, ich meine, Sabrina hatte bereits eins, oder? Und daher ist auch eigentlich ein bisschen ein Ash-Team, wenn man mal so richtig sieht, weil, ja, momentan, wir zocken ja eigentlich Ash oder mit Pikachu, ist schon ein bisschen Anime-Style. Vom Team her, es ist eigentlich fast ein bisschen so, wie es Rot in der zweiten Gen zocken würde. Gut, Psyana fehlt, aber trotzdem. Hey, warte, Champions B, nicht einmal ich kenne die Identität des Arenaleiters von Vitania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arenaleitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Ja. Deswegen denke ich mal, ist Pikachu sicher fehl am Platz. Die Arena wird sicher Level 56 in der Reihe haben, also daher so untertrainiert. Naja, denke mal, Kai und Xio machen das vor allem. Pikachu macht jetzt ziemlich sicher nichts. Robert sicher mal als Tank dabei. Wir haben ja noch unseren guten alten Domi. Pikachu. Mega-Hieb, dann Blitz, dann Welle Ruckzuck-Hieb, gleich mit dem Mega-Hieb. Bringt's ungeheuerlich. Unser Domi, der bringt's viel mehr. Sind zwar nicht gerade die super mega heftigen Attacken, aber sein Sprite, sein Front-Sprite, der sieht zumindest schon mal episch aus, wie es ja auch sein soll. Robert, der ist einfach nur krass drauf und freut sich hier mit Finale ein bisschen herumzuwalzen oder alles platt zu walzen. Erdbeben halt, damit ich sonst noch etwas zum Angreifen habe für Geist und so weiter. Wie dumm ist ein Pikachu? Ein fliegendes Pikachu. Gibt's, glaube ich, so etwas, ja? Ein Pikachu, das fliegen kann. Der gute alter Benny, ja, den wir natürlich noch einen Flammenwurf, kriegt aber bald. Müsste, glaube ich, Level 42 sein hier, erste Gen. Oh, 1%, was? Robert ist ein Kleinstein. Xion, Surf, Eis, Schreiber, Gutenschlag. Klar, auch da fehlt noch ein bisschen was. Und bei Kai sowieso, bei dem fehlt sowieso noch ziemlich viel. Aber egal, legen wir los mit unserem Anime-Team. Ich würde sagen, auch mit unserem Endteam hier und der Rest auch wegen Dragoran noch was haben für Tobi und alle anderen Pokémon, die gucken wir uns am nächsten Stream an. Wenn es dann eigentlich mit dem, um den Teil geht, wo ich schon mal erwähnt habe, bezüglich halt allen Pokémon im Pokédex, wirklich alle 150 Pokémon drin haben möchte. Gut, theoretisch 151, aber das muss ich erst noch ein bisschen testen mit Mew. Ja, schon mal erwähnt, dass jetzt nichts Neues sein, Bullen-Pokémon, jo gut. Legen wir also... Natürlich ist die Frage, wer zum Henker ist es denn überhaupt? So langsam geht die Luft aus. Oh mein Gott, mir geht die Luft aus. Sandama, Sandama. Isaflor. Body Slam. Ich glaube, Stab wäre besser. Ein bisschen Stabben hier.
Was natürlich dann auch noch fehlt am Schluss zum Pokémon Gelb Let's Play, also Live Let's Play, dass wir dann noch einen Ausflug zu Uras begeben. Also dort natürlich mit meinem, ja, natürlich nicht gerade Gelb-Team, das schon, ich mit meinem Kanto-Team halt. In Uras gegen euch antreten, also ein kleiner Sprung war von erster zur ersten Generation. Dass ich was für sehe, dieser scheiß Schlitzer, ey, erste Gen, einfach nur mega übelst stark. Schon krass irgendwie, ich meine, die Trainer in der Arena sind eigentlich alle ziemlich vom Level her an unserem angepasst, aber einfach der Arena-Leiter hier übelst mächtig. Mir gehen die Pokémon aus. Mir doch egal. Ui, ich kann gegen Michael verlieren in Uras. Ja, Robert, ihr könnt alle gegen mich verlieren. Oder gewinnen. Das ist natürlich im Auge des Betrachters. Und des Zufalls und, wobei ja es eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ich meine, ich habe schon gesagt, ich tritt mit meinem Kanto-Team an. Sprich, alle 6 Pokémon sind aus Kanto. Also kann es nur 150 sein. Ihr wisst ja auch, dass wenn ich gerne legendäre Pokémon einsetze, kann man die auch schon mal rausnehmen. Daher ist dann die Wahrscheinlichkeit, was ich überhaupt einsetze, ziemlich überschaubar. Bietet euch eigentlich keinen Vorteil. No, da gehen die Pokémon aus, geil. Tim ist auch dabei. Nach einer Ewigkeit ist nochmal der Tim dabei. Wenn wir schon am Thema sind. Team Domi, wie sieht es eigentlich aus mit der Qualität des Streams? Ich meine, alles klar bei euch? Könnt ihr das Ganze gut erfassen? Habt ihr irgendwelche Ruckler drin? Irgendwie sonst was in der Art? Weil es vor allem bei euch beiden, dass irgendwie immer, ja, vor allem mein Stream, dass der irgendwie immer ein bisschen ruckelt, unterbricht, gar nicht mehr läuft. Na toll, danke Kai. Ich habe 6-mal für diesen Stream mal den Twitch-Ort geändert. Also Twitch, klar, ist ja die gleiche Adresse, aber mir geht's gerade okay, freut mich zu hören. Ja, normalerweise streame ich halt über Twitch-Station in Stuttgart, glaube ich, und jetzt bin ich momentan über Paris. Der gute Steven ist auch da, unser Omo 2301. Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit wie Yin und Yang. Ein random Tim appeared. Ich sehe schon, Robert ist heute ziemlich. Was ist ein Rihorn? Okay. Ja. Was bei mir läuft, bei euch auch. Gut. Ja, Robert hat heute Durchblick, wie man sieht. Ist sehr aufmerksam. Dann natürlich direkt festgestellt, Moment mal, der Kerl am Anfang sagte, das setzt doch Boden-Pokémon ein, aber seit wann ist Maschuk ein Boden-Pokémon? Ja, vielleicht seit der 7. Generation. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Also mit Sonne Mond, ich meine ganz ehrlich, die neuen legendären Pokémon, jetzt wissen wir die Typen davon. Aber ganz ehrlich, die Typen, nee. Wieso kein Typus Licht? Ich meine, das wäre das eine, aber diese Typenkombination. Oh, Alter, Psycho-Stahl und Psycho-Geist. Muss das echt sein? Was? Schiebt dann Yin und Yang. Tim, du hast gerade geschrieben, ich schiebe dann Ching und Chang. Gleich zwischen ein linkes und rechtes. Ah, du schiebst mir also, oder ihm, ihr, irgendwie so ein Jackie Chan. Ching und Chang. Naja, ist doch alles Jacki wie Hose. Der Trainer will fighten. Huber möchte aufs Maul. Also legendäre Fledermaus im Pokémon Mond, genau, das ist offenbar echt Psycho-Geist. Ich meine, Typkombination ist ja schon geil, aber warum immer Psycho? Was in der Generation legendärer Psycho-Pokémon, 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 yeah, wir sind die geilsten. Warum Psycho? Weil Sonne. Ja. Also dem her würde eigentlich Feuer besser passen. Und Stahl, ja, ich meine, Stahl ist anfällig gegen Feuer. Ich meine, das ist doch unlogisch. Dieser Löwe ist ja offenbar irgendwie der Bote, oder der Abgesandte der Sonne. Ja, Psychostahl ist anfällig gegen Feuer. Ein Abgesandter der Sonne, der anfällig gegen Feuer ist. Ja, nee, ist klar, Spiel.
Ist natürlich ist logisch. Keine Frage, alles total logisch. Kann manchmal gerade ein bisschen wenig Schaden. Das gefällt mir nicht, kein. Ja, vierfach und nicht Schwäche. Gut, natürlich wegen Typus Fee vielleicht, weil Fee ist halt momentan schon ziemlich imbar. Um halt wieder die anderen Typen auszugleichen. Mein Psychogeist. Ja, eben vierfach Unlichtschwäche. Und der Geist ja auch, wa? Weil Geist wirkt gegen Geist selbst und Geist wirkt gegen Psycho. Also hat das Teil eine vierfache Unlicht und eine vierfache Geistschwäche. Die finden wir nicht so imbar. Ja, Robert, ist natürlich Geschmackssache, aber generell einfach, was, wenn man mal so sieht, von wegen Fee, die plötzlich stark auch gegen Unlicht und so weiter, eigentlich alles, was vorher ziemlich imbar war, muss man natürlich jetzt ein bisschen ausgleichen. Deswegen denke ich jetzt mal, ja, so Unlicht wird ein bisschen geboostet und generell, ja gut, Feuer ist auch gegen, umgekehrt, weil Fee macht nur einen halben Schaden bei Feuer-Pokémon. Ja, mal gucken, was man noch so alles erfahren wir. Natürlich vor allem die Entwicklung der Starter. Da gibt es ja auch schon bereits Gerüchte von wegen, dass der Vogel wird irgendwie zu Pflanze Boden. Andere sagen, nee, der Domi-Starter der bleibt Pflanze Fluch, dabei kriegt dann die Feuerkatze kriegt noch den Unlichttypen. Und diese Wasserroppe kriegt noch den Kampftypus dazu. Andere sagen wieder mal Eistyp. Es wird interessant. So, K-Level ganz schön. Das freut mich natürlich, aber Xion soll natürlich auch ein bisschen was haben. Das Mumph ist viel echt geiler. Das sieht so mystisch aus. Ich finde eigentlich beide ziemlich geil vom Aussehen her. Also rein vom Aussehen her finde ich eigentlich beide cool. Ja, das Mundvieh ist einerseits auch so eine Motte und so, aber es ist irgendwie doch nicht. Irgendwie so eine Art riesige Fledermaus und ich meine, der Löwe. Ja, so katzenartige Dinge hatten wir eigentlich seit Johto mit den 3 legendären Raubkatzen ja nicht mehr. Pikachu ist das auch? Jo, Pikachu sieht's auch und kann es kaum glauben. Es ist Giovanni! Giovanni! Hat er etwa den 8. Rinleiter entführt? Nö, das kann ja sein. Giovanni, was soll das? Ja, Robert, also ich finde, es hat ähnlich mit einer Motte. Klar, ist ja irgendwie auch eine Fledermaus und so, und ist am Schluss echt nur eine Fledermaus. Aber aus dem Aussehen her. Hat irgendwas, eine Mischung aus dem Omod und dem Golbat. Im X-Bad. Nein, Golbat, stimmt schon. Kann ich jetzt mit Gift-Pokémon hier noch. Und sich Löwen-Pokémon, Arcani, Pyrole und so weiter. Ja, aber halt schon keine legendären mehr. Also eben so katzenartige. Arcani. Vor allem Arcani ist ja laut Pokédex das Legendär-Pokémon, wo es gar kein legendäres ist. Xion! Aber vor allem finde ich ja, dass ja, die neuen legendären Pokémon, die beiden, die sehen endlich mal wieder nach was aus. Ich meine, die anderen vorgängermäßigen. Ja, sag jetzt einfach mal, ja, Zekrom und Reshiram mehr oder weniger gingen sie noch. Ja, waren halt Drachen, aber trotzdem. Also mich persönlich sehen sie das eigentlich wieder so mystisch aus wie damals in der 4. Generation. Mit Dialga und Palkia. Gut, damals war es auch ein bisschen seltsam kombinationmäßig. Das ist eine Art Raubtier, oder? Ja. Ich meine, wenn man es mal von dem Standpunkt her betrachtet, war ich einer derjenigen, und ich glaube, es gab ziemlich viele davon, die legendären Raubkatzen früher gerne mal als legendäre Hunde betitelt hat. Also ganz ehrlich, klar, NT war schon eher eine Art Katze. Raikou eigentlich auch, aber Suicune sah für mich eigentlich immer eher wie ein Hund aus.
Naja, liegt halt alles ein bisschen im Auge des Betrachters. Allein mein Anblick lässt seine Pokémon schaudern. Ja, allerdings, die fürchten sich, denken sich, what? Wie kann jemand so scheiße aussehen? Ja, sag ich ja, wie kann jemand so scheiße aussehen? Dann hat er einen Lolli da in der Hand? Sieht echt aus wie so ein Lolli. Dompteur möchte kämpfen. Lolli-lutschender Dompteur setzt Arbok ein. Ich habe Xion. Master Xion. Oh nö, paralysiert. Wieso? Warte. Fand ich schon damals so doof. Giftblick paralysiert. Okay. Ein giftiger Blick paralysiert. Vergiftet nicht nur paralysiert. Logo. Tauros, der Stier. Ja, lecker vom Arsch. Wo ist das ein Boden-Pokémon? Die setzen ja Kampf-Pokémon ein, Boden-Pokémon, Gift-Pokémon, Normal-Pokémon. Xion ist paralysiert, geil. Autsch, voll in die Fresse. Das heißt, dass wir kämpfen in den Top 4 schaffen, nice. Ja, aber nicht mehr heute. Das will ich dann am nächsten Stream dann verlegen. Weil ich heute eigentlich gerne wieder mal ein bisschen Soul Silver zocken möchte. Was auch schon so lange her ist. Außerdem sollten wir vielleicht ein bisschen, ja, trainieren nicht unbedingt, sind ja alle schon gut trainiert, meine Kanto-Pokémon, aber ein bisschen so strategiemäßig überlegen. Wobei ich wollte eigentlich noch, ja, 1, 2 können nicht schaden. Schädelwumme, er will die Schädelwumme gegen Bodycheck, jo. Domi hat die 3 nie als Katze gesehen. Ja, wie gesagt, ich war eben auch einer derjenigen, die gesagt hat, das sind für mich legendäre Hunde-Pokémon, Schluss, aus. Nachher legendäre Raubkatzen und ja, ich meine, es gibt natürlich, wenn es so alles betrachtet, gibt natürlich legendäre Raubkatzen mehr Sinn, aber ja, weiß auch nicht, wie das überhaupt dazu kam. Oder stimmt, ich sollte noch ein bisschen Oras dann zocken und trainieren, weil ich habe, ja wie gesagt, ich habe natürlich ein paar Kanto-Pokémon, aber es sind glaube ich etwa 7 oder 8 insgesamt. Das ist dann für ein bisschen Abwechslung schon ein bisschen zu wenig, also vielleicht nochmal 12 insgesamt wäre zu viel, aber ja, mal schauen. So, Xion ist auch so eine Attacke, schön, eine fehlt zwar noch, aber egal. Benny. Er braucht seinen Flammenwurf, ganz dringend. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Naja. Da würden andere sich widersprechen, sei es Judo, sei es Jiu-Jitsu, sei es sonst irgendwas in der Art. Was mache ich jetzt hier? Wurf zieht nur 40 ab. Du bist zu schwach, ja, Schlitzer. Crit! Okay, für den Crit sind noch wenig. Energiefokus, der lege mich am Arsch. Schlitzer, Crit, Doppelcrit, wenn ich bitten darf. Scheiße. Kanto-Team hassen, sagt Tobi. Das kann ich mir gut vorstellen. Übrigens, wenn ich schon mal so anmerken darf, keine Uber. Also Mega Gengar da mit Wegsperre und Abgangsbund. Nee. Da war es Abgesang. Weiß gar nicht mehr, die Attacke. Ich verwechsel die immer, Abgesang und Abgangsbund. Muss Abgangsbund sein, ja, genau. Nee, war Abgesang. Doch Abgesang, ja, 3 Runden, wenn du fliehen kannst. Wegen Wegsperre geht's ja nicht. Genau, müsste das gewesen sein. Wir gehen zu Giovanni, ja, zu diesem Schlawiner und fressen mit ihm ein paar Wiener. Ah, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, diesmal kenne ich keine Gnade.
ist Giovanni der größte aller Trainer. Fordert dich heraus zur Revanche. Und Tobi nutzt auf Gänge nur Überreste. Und nicht nur Fokusgurt, aber das ist ein anderes Thema. Giovanni möchte kämpfen. Level 50, habe den Flugtyp. Kannst mich mal. Ah, bringt nix. Oh! Weil ist unsere Geheimwaffe. Flug. Domi sowieso. Wir haben das Problem mit 2 Flugpokémon. Nee, Quatsch. Doch schon, aber Megablock, okay. Domi ist eigentlich vom Typ her doppelzählig. Weil es ja normal Flug wäre mit Robo normal Pokémon, mit Glurak bereits im Flug-Pokémon. Also bräuchte ich ja Domi eigentlich nicht mehr im Team. Naja. Aber ist nicht alles unbedingt logisch. Snobilika! Das kann jetzt Alltag. Oh, krass, Alter, 13 Level höher. Nur so einen kleinen Damage. Auch wenn noch ein Crit dazu kommt und das 5-mal ineinander trifft. 3-mal. Benny ist unsere Maschine. Ich bleibe im Team. Ja, das habe ich so vorgesehen, Domi. Also sprich, mit dem aktuellen Team will ich noch bis und mit die Liga machen. Nachher ein bisschen gucken, auch wegen Tobi oder wegen Dragoan wieder ein bisschen reinbringen und dann mit Sunbomber so ein Missigno ein bisschen cheaten und hast nicht gesehen. Also, ja, es gibt noch ein bisschen was. Der Domi-Hype, ja, Hashtag Domi for Boss. Bei Soul Silver wäre es ja Hashtag Domi for Chef. Bei Kai ist es ja Domi for Raptor, also momentan gibt es ziemlich viele Hashtags für Domi. Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Domi! Aber welches Domi? Das wird dann die Frage sein. Level up langsam mal. Ein Nidoqueen, also zum Niederknien. Hä? Oh, verdammt, ist der Knampf. Schaufler. Tschüss. Alter, der kann Donner. Wieso kann der Donner? Und natürlich trifft er. Benny. Das wird wehtun. Er lebt. Natürlich. Wie kann man so Pech haben? Alter, wieso beherrscht der Donner? Robert. Bin da. Ich wollte gerade Finale machen. Oh oh, Alter, der genau Doppelkick, der ist gegen alles gewappnet. Ja, wir sehen jetzt, zeigt uns Giovanni, wo der Hammer hängt. Aber ich bin cleverer als so ein alter NPC und das reicht nicht. Wieso reicht das nicht? Nein, nicht schon wieder. Einmal in die Fresse. Zweimal in die Fresse. Und Robert muss sich erholen. Body Slam. Bist auch arg unterlevelt, oder? Ja, das ist halt Pokémon Geld, Domi. Also, ihr müsst Offscreen trainieren, was ich aber keinen Bock drauf habe, weil natürlich wird es so noch ein bisschen spannender, ein bisschen schwieriger. Ich verziehe mich. Tschüss. Oh nö. Jetzt hat der natürlich auch noch diesen scheiß Doppelkick drauf. Ja, leck mir doch am Arsch. Benny? Ich weiß, ein parallel will nur ganz kurz was gucken. Ist aber andererseits, Alter, natürlich hat der auch Donner. Oh mein Gott. Andererseits läuft natürlich ein guter Test für uns. Wow, jetzt nimmt natürlich noch mehr ab. Weil die Top 4 hat hier in Gelb, also die Top 4 ist nicht stärker als in Rot und Blau. Das heißt, wenn wir hier Giovanni besiegen, haben wir schon auch gute Chance für die Top 4, weil die Level dort sind ja ähnlich. Lassen auch so 56 rum. Also 50 komme ich sicher bis zur Top 4, mit allen vielleicht nicht mehr, mit den meisten. Der kann Donner, scheiße. Gut.
Donner, also Elektro-Kampf, darauf scheiß Kai. Mach erstmal Egel sammeln. Ich bepflanze ihn. Kai bepflanzt das Nidoking mit seinem Samen. Und er schmarotzt bei ihm herum. Ja, so kennen wir Kai. Also nicht das mit dem Schmarotzen, sondern mit dem Samen. Also, ich meine, dass er strategisch, also als... Hat den gelben Problem gegen Siegfried noch immer auseinandergenommen. Ja, mal gucken, wie es heute läuft. Ja, Kai, das machst du gut. Und Giovanni setzt ein Rizeros ein. Muss fast so bleiben. Also, Tobi kann er sowieso. Also, Pikachu kann so vor allem nix. Benny, Erfahrungspunkt wäre einer dafür. Ich will ja mal diesen scheiß Flammenwurf haben. Hallo und tschüss. Steinhagel. Oh, das gab's bereits erste Generation. Steinhagel. Renn es hier komm. Alter, macht das Damage. Ich bin schneller. Ey, ein Turtok ist schneller als ein Rizeros. Müssen wir mal reinziehen. Oh scheiße, ich sehe gerade. Glurklein Flammenwurf ist Level 46. Nein. Noch viel mehr Level. Oh, Giovanni ist down. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Was? Giovanni und fair? In einem Satz und er sagt selber? Da muss irgendwas faul sein. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Man gewinnt, yo. Wir haben gewonnen. Wenn die alle Pokémon in ihren Levels gehorchen, er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm das Geschenk mit in ein Pokémon-Liga-Abenteuer. Ist Geofissur. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Hab sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Was willst du jetzt? Mann, schlecht. Ich löse Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Lebe wohl. Was?